Salü zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu der Frühlingsausgabe von Chuchichäschtli TV. Freut mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Wenn ihr neu seid, hoffe ich, dass ihr Spaß habt. Es ist die Frühlingszeit und heute werden wir also das nutzen, dass wir Spargeln in den Fokus stellen. Wie werden wir den Spargel zubereiten? Wir werden den Spargel unüblich, nicht kochen im Wasser. Wir werden ihn im Ofen garen. Bleibt dran und seid überrascht. Dazu wird es Kartoffeln geben und wir werden Lachs zubereiten und den Lachs werden wir mit einer ganz speziellen Panade aus Zweifelchips panieren und auch im Ofen backen. Heute ist Ofen angesagt, Frühling angesagt. Die wichtigste Frage ist aber, was trinken wir heute? Nun zum Aperitif werden wir heute mal einfach nur einen Wein trinken. Und zwar, die Schweizer kennen ihn, es ist ein Dôle Blanche. Er ist hart an der Grenze zu lieblich sein, ist aber trotzdem trocken. Dieser hier ist von Germanier. Das heißt, wie üblich ist er aus dem Wallis, wunderbar gekeltert. Und kühl schmeckt er hervorragend und stimmt uns ein auf den Fisch. So, herrliche Farbe. Wie gesagt, es ist ein weiß gekelterter, das heißt nicht ganz stark gepresster Dôle, der ja normalerweise Rotwein ist. So, sehr zum Wohl. Herrlich. Wie gesagt, dieser Dôle Blanche ist sehr trocken verhältnismäßig. Wunderbares Aroma. Erinnert so ein bisschen an Korinthen, ganz leicht. Vielleicht ein bisschen spritzig Aprikose. Im Wallis gibt es ja Aprikosen, vielleicht färbt es ab. Er ist herrlich. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr lecker. Um nicht unfreundlich zu sein, bringe ich jetzt meiner lieben Frau ein Glas. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und dann möchte ich die Hauptzutaten vorstellen. Fangen wir an mit dem Lachs. Ich habe hier einen schönen Lachs aus Schottland. Den werden wir panieren. Dazu brauchen wir Eier und wir brauchen etwas Mehl. Und wir werden eine Panade herstellen aus Zweifelchips. Ich habe die verschiedenen Chipsorten probiert. Ich kann diesen Mutard-Chips von Zweifel, die kann ich am besten empfehlen. Die halten den Geschmack schön im Ofen und es gibt ein wunderbares Aroma. Man kann natürlich auch andere Chips nehmen, aber diese Mutard-Chips, die ist ja Senf-Mutard, die schmecken auch so sehr lecker und aus der werden wir eine Panade machen. So, dann werden wir die Spargeln im Ofen zubereiten, weißer Stangenspargel. Gibt es ja bis 24. Juni noch, das ist der Johannistag, danach gibt es keine mehr. Solange werden wir profitieren. Weißen Spargel, den werden wir mit etwas Butter und Vanillinzucker, jawohl, keine Angst, es gibt keine Süßspeise daraus. Wir werden ein leichtes Vanillearoma gepaart mit unserem in der letzten Folge schon vorgestellten Matcha-Pfeffer, werden wir den Spargel im eigenen Saft in Backpapier Beutelchen, das wir falten, werden wir garen. Daneben werden wir schöne Kartoffeln eingeschnitten und mit Kräuterbutter von Bruno gewürzt werden wir da mitgaren im Ofen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. So, und wir fangen mit Spargel und Kartoffel an. Spargel, Stielenden abschneiden, Spargel schälen. Ich lege ihn jetzt auf, damit er nicht so schnell bricht. So. Und nächster. Und schon am letzten.
Die Spargelmenge ist jetzt hier nur für 2 Personen im Rezept, auf der Website aber für 4 Personen angegeben. So, die Spargeln sind soweit geschält. Jetzt widmen wir uns den Kartoffeln. Ich nehme Bio-Kartoffel, schäle diese nicht, ist Geschmackssache, kann auch geschält werden. Und als Einschnitthilfe nehme ich jetzt 2 Holzkochlöffelstiele, lege die Kartoffel dazwischen und schneide ein. So ist gewährleistet, dass ich die Kartoffel nicht durchschneide. So, vielleicht nicht zu fein, so dass man sie noch öffnen kann. So, jetzt alle einschneiden. Hoppla, so. Gemüse soweit vorbereitet. Jetzt die Päckchen, ein Stück Backpapier, darauf 4 bis 5 Spargeln. Wenn man mehr nimmt, wird es schwierig dann nachher zum Falten. Jetzt die Kartoffeln, zuerst auf den Spargel etwas Butter oder Kräuterbutter geben. Dann kommt Vanillinzucker dazu, eingestrichenen Teelöffel pro Päckchen. Einfach darüber streuen. So. Jetzt den Matcha-Pfeffer, einen Teelöffel oder nach Belieben. Ich habe jetzt hier keinen Löffel genommen, aber es ist ungefähr ein Teelöffel. Nach Belieben mehr oder weniger. Der Pfeffer wird nicht so dominieren, ist nicht so die Gefahr. So, jetzt die Kartoffeln, das ist ein bisschen eine Fummelei. Ich mache zuerst, fange in der Mitte an. Mit der Fingerkuppe mache ich einen Spalt frei, streiche ein kleines abgeschnittenes Blättchen rein, mache mit dem Messer das nächste auf, Fingerkuppe rein, dann wieder Kräuterbutter dazu, immer so. Messer aufdrücken, Finger rein und dann Kräuterbutter rein. Das hat sich bewährt, das geht so am besten. So, jetzt wird gefaltet. Kürzeres Ende, längeres Ende. Ich habe deswegen die Gemüse ein bisschen nicht genau in die Mitte gelegt, damit dann wirklich quasi das untere Ende der gefalteten Päckchen aufliegt und es so beschwert. So. Und dann bei 200 Grad in den vorgeheizten Ofen. Das ist jetzt wieder der gute Punkt, um einen neuen schweizerdeutschen Ausdruck kennenzulernen. Die Schweizer sagen gerne das Wort Schnore. Schnore heißt quatschen, reden. Ich habe mit dem geschnurrt, mit dir kann man gut schnurren. Man kann das aber auch ein bisschen ins Negative wenden. Man kann sagen, das ist ein Schnurricheib. Das heißt, das ist einer, der einfach nur bla bla rauslässt. Und das bringt uns auch zur Wortherkunft. Man vermutet, dass das Wort herkommt, weil wenn jemand am Stück redet, wie an der Schnur spricht, ja, es gibt auch die deutsche Redewendung mit Worten an der Schnur. Das heißt, jemand redet ununterbrochen. Ja. Vermutlich kommt es daher. Im Schweizerdeutschen wird Schnurre dann auch als Bezeichnung für den Mund. Halt die Schnur, das ist nicht ganz nett. Schnurre ist die Schnauze. Ja, könnte man auch so übersetzen. Und mit der Schnauze redet man, also tut man Schnurre. Gut, haben wir können drüber schnurren. Jetzt geht es weiter im Programm. So, nun die Panade. Wir fangen an mit den Chips. Wieder mit unserem bewährten Zauberstab und der kleinen Mühle. Man kann natürlich einen x-beliebigen Mixer zerkleinerer nehmen. So, hier in mehreren Etappen. Ich sag mal mittelgrob. Es muss kein feines Puder geben, sonst verklebt es. So ein mittelgrob. Man sieht jetzt gleich, was ich meine. Es gibt noch so 1 bis 2 mm Stücke.
So, nächste Portion und so mindestens ein Päckchen für 4 Portionen. So, klebt da noch ein bisschen. Das holen wir noch raus. So, dann in weiteren Teller Mehl geben, ein bisschen verteilen. Und in den dritten Teller Ei trennen, also 2 Eier für 4 Personen. Das Eiweiß brauchen wir. Das Eigelb kann wiederverwertet werden. Wenn ein bisschen Eigelb drin ist, spielt es keine Rolle. Wir nehmen hier nur Eiweiß, weil es geschmacksneutraler ist, wenn man das Ganze einnimmt und weil es sehr gut klebt am Fisch auch. Jetzt wird eine Form etwas geölt, weil dann kommt der panierte Fisch drauf und in den Ofen, und damit das nicht anklebt, leicht fetten ölen. Fisch jetzt wälzen zuerst im Mehl, dann wenden im gequirlten Eiweiß, und nun in der Panade. Wenn man Fisch mit Haut nimmt, muss man auf der Hautseite nicht unbedingt viel Panade dazu machen. Ein bisschen andrücken. So. Und das nächste. Und schon sind wir fertig. Restpanade noch ein bisschen verteilen und mit den Fingern andrücken. So, schaut doch gut aus. Rest noch verteilt. Ja, die gute Panade, da wird nichts übrig gelassen. Und es ist auch schon bereit, aus dem Ofen zu nehmen. So, hier der Fisch und die Gemüsepäckchen 40 Minuten, Fisch 20 Minuten, also in der Hälfte der Zeit dazu. Jetzt öffne ich das Ganze, lasse es so auf dem Teller. Man kann noch ein bisschen Papier wegreißen und mache den Fisch dazu. Gebe hier noch ein bisschen Gewürz drauf. Salz, also es ist ein Kräutersalz. Und noch auf die Kartoffel je ein paar Flöckchen Kräuterbutter. Ja, die flutschen runter, aber okay. So. So sieht das aus und kann serviert werden. So, liebe Freunde, das Frühlingsmahl ist bereit. Es duftet hier wunderbar in der Küche. Ich freue mich. Es ist ein Fest der Sinne. Und ich werde euch jetzt mal das Gericht etwas von nahem zeigen. Es ist von der Färbung her etwas eintönig, aber nichtsdestotrotz, es erwartet uns ein Schmaus, der sich sehen lässt. So, jetzt schauen wir das mal von nahem an. So, jetzt hier haben wir den Lachs mit der Panade. Wunderbar, leicht angebräunt. Dann haben wir die Kartoffel, ja, da ist ein bisschen Kräuterbutter verloren gegangen, aber das werden wir nachholen. Und hier haben wir die Spargeln. Sind vorne, wie man sieht,
etwas angebräunt, aber ich sage euch, das schmeckt erst recht gut. Es ist nämlich da etwas leicht kross und wird mit Röstaromen verwöhnen. So, dann probieren wir das Ganze mal. So, zuerst probieren wir mal den Lachs. Der Lachs hat noch Haut, die kann man essen, muss man nicht, ist Geschmackssache. Ich esse sie mit Haut. Sieht lecker aus, schön durch. Schmeckt butterig und dann schmeckt es kräuterig. Also es ist nicht so, dass man das Mutartgewürz vom Chips, dass das überwiegt, aber es ist herrlich, herrlich paniert. Und einfach dran denken, das ist paniert, ohne in Fett zu backen. Hervorragend, wunderbar. So, jetzt wollen wir mal die Kartoffeln probieren. Oh, das löst sich hier schön Scheibchen für Scheibchen. Dann nehme ich mir mal so ein Scheibchen. Da werden wir noch ein bisschen Kräuterbutter dran geben. Herrlich. Brunos Kräuterbutter ist schon wirklich, hat wirklich ein tolles Kräuterbutteraroma. Ich finde, es geht schon fast ein bisschen in Café de Paris Geschmack über, aber herrlich. Ist richtig, richtig fein. Ist das herrlich mit dem Butter. Ja. Und jetzt die Krönung. Spargel mit Vanillezucker und mit Matcha-Pfeffer. Ich habe es schon mehrmals gekocht. Kann nur gut sein. Man riecht nichts Vanilliges. Wenn man es weiß, vielleicht. Mm. Ein herrliches Spargelaroma. Es ist auch nicht so, dass der Pfeffer hier reinhaut. Ich glaube, das ist so wie bei Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man über Erdbeeren schwarzen Pfeffer gibt, dann holt man das Aroma nochmal raus. Kann man auch einen Tropfen Essig noch dran geben, aber nur einen Tropfen. Genau das passiert mit dem Spargel, wenn hier Pfeffer dran ist. Und dieser Matcha-Pfeffer ist einfach hervorragend. Und das Vanillezucker ist einfach ein super, super abgerundetes Fundament. So muss Spargel sein. Also wirklich im Wasser gekocht. Okay, kann man noch ein bisschen Estragonkraut dazugeben, wenn man es mag. Aber so ist richtig, die Spargel schmeckt nach Spargel und hat einfach ein rundes Aroma. Ich wirklich empfehle euch, probiert es aus. Ihr braucht nur Backpapier, bisschen Vanillezucker und am besten Matcha-Pfeffer oder sonst nehmt ihr halt irgendeinen hochwertigen Pfeffer. Das ist ja wunderbar. Traumhaft. So, jetzt schauen wir mal, was der Kellermeister empfiehlt. Sauvignon Blanc passt hervorragend. Ist ein spritziger Weißwein, Genfersee-Region. La Côte, genau, da kommen die La Côte-Weine her auch. Ja. 2022. So, jetzt wollen wir mal gucken, weil hierzu braucht es ein spritziges, etwas spritziges. Frühling gehört dazu. Jetzt gucken wir mal. Wunderbar. Oh ja. Hat gut Säure, das heißt, es zieht die Spucke, das muss es so. Schmeckt ja ein bisschen zitronig oder Zitrusfrucht. Und Traube. Also ja, klar, natürlich ist ja Traube drin, aber einfach man riecht die Traube richtig gut. Ein bisschen Zitrusaroma, das Ganze ist spritzig, schön kühl,
hervorragend. Zu Fisch muss es was Spritziges sein, meiner Meinung nach. So, jetzt muss ich nochmal von dem leckeren Lachs probieren. Ja, wunderbar. Und Kartoffel. Gut, ich weiß keine gescheiten Worte mehr. Da hören wir lieber auf. Kocht es nach. Ich empfehle es wirklich. Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Und ihr habt noch bis 26. Juni Zeit. Da kriegt ihr noch Spargel. Frische Kartoffeln und Lachs kriegt ihr immer. Also kocht weißen Spargel, macht das in Backpapier. Ich kann es euch empfehlen. Der Spargel riecht richtig voll aromatisch herrlich nachkochen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr liked, abonniert und das nächste Mal wieder dabei seid. So, bleibt gesund. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao.